Wie sang doch Nana Mouskouri? Akropolis, ich muss gehen. Die weißen Tauben sagen mir, die konnte Griechenland nicht mehr sehen. Die alten Dinger, da was da alles da steht, die Akropolis zum Beispiel. Ja, Miriam war ja auch dort auf Urlaub. Was singt die? Akropolis, ich muss gehen. Ja, mein Blutdruck, der schnellt auf Fehlmessungshöhe von Bad Wildungen hoch, wenn ich Griechenland nur noch lese oder höre. Griechenland ist ja nur das Land, wo die kleinen Kinder immer Alpha Alpha sagen, wenn sie AA meinen. Ja, das ist ja auch ein Urlaubsland. Ja, genauso wie Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland. Die Deutschen wandern aus, die anderen wandern heim. Also wie könnten sich einige die Ratingagenturen erlauben, eigentlich Länder auf ihre Kreditfähigkeit zu prüfen. Vor allem Amis. Ich meine, das müssten doch die Staaten alle selber tun dürfen, können, müssen, sollen. Nee? Also raten doch diese Spekulanten, wie viel Geld unter den Beamten doch kreist, nicht wahr? Ohne die Arbeiter zu erreichen. In einem Nachrichtenbeitrag sagte ein griechischer Bürger ganz treffend: Wir retten die Banken und nicht das Volk. Das heißt doch auf gut Deutsch, denn Lateinisch kann ich ja nicht, die Bankenkrise ist nicht überwunden. Und diese kam von den Amerikanern selber. Ne, das fing ja an dort hier mit den Lehman Brothers da oder wie die heißen da. Ne? Und dort sitzen ja auch die Ratingagenturen. Ne? Nur ist es ja so, dass sich mehr oder weniger alle die von Kohl übers Knie gebrochene EU eingeschmuggelt haben. Ja, die Griechen zuallererst. Ja, mit ihren wahrheitsliebenden. Nicht? Ja. Warum aber müssen die Deutschen jetzt das Ganze alleine, so fast alleine zahlen? Ist es denn die späte Rache, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben? Ja, wir haben schon für den ersten fehlerhafterweise alleine bezahlt und nun müssen wir den zweiten auch nochmal bezahlen. Auf die Art und Weise, oder ist das die Rache, dass wir den Zweiten Weltkrieg im Nachhinein doch noch gewonnen haben, ohne eine Kugel zu verschieben? Ja, da haben wir ganz Europa erobert hier, bis auf Insel. Ja, die haben uns doch vollkommen demontiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? So ist es ja so, dass die Österreicher ja den Ersten Weltkrieg begonnen haben. Das ist ja erwiesen. Ne? Deutschland kam ja erst später. Und es war ein Österreicher, der den Zweiten Weltkrieg angefangen hat. Na, die deutsche Staatsbürgerschaft hat er sich erschließen, die ganze bei dem Vorstrafenregister wäre ja lebenslang da irgendwo hingegangen, hier, 1902 oder wie das heißt, ja. Ja. Aber ich bezweifle ja hier die Gerechtigkeit bei den Zahlungen für die EU. Oder für den Rettungsschirm. Hier wird auch Deutschland für die Fehlregierung da irgendwie zu den höchsten Zahlungsanteilen verdonnert, als nachträgliche Kriegszahlung in Bar. Ich kann mir nicht helfen. Ich gehe jede Wette ein, dass 25 Millionen Deutsche auch unter diesen Rettungsschirm wollen. Denn die haben so viel Schulden wie andere zu viel auf dem Konto. Ja, ich würde mir auch so einen zulegen wollen, wenn ich das Geld dazu hätte, aber du musst da erst mal bezahlen, dass du einen Schirm kriegst. Das ist wie im Laden, ne? Wenn es draußen regnet, du musst erst mal für den Schirm bezahlen. Ja. Allerdings weiß ich jetzt nie, ob dieses Ding dann auch wasserdicht ist. Hoffentlich hat Kohl in seiner Regierungszeit so viel gespart, mit seinen ganzen Machenschaften, ne? Spendenaffäre, ja, berühmte Landschaften, ja. Denn auf seinem Mist ist doch das ganze
ist doch die ganze übers Knie gebrochene EU da entstanden. Bleibt eben nicht, also das kannst du dann nur noch mit Alkohol genießen. Ja. Also, zum Wohl. Dann melden doch die Nachrichten, dass 45% der deutschen Goldreserven in den USA lagern. Wie kommt denn das dorthin? Waren es deutsche Auswanderer, die es in den amerikanischen Goldminen geschürft haben und von Adolf konfisziert wurde? Oder waren es deutsche Schürfer in Texas, die es Adenauer freiwillig überlassen? Warum erinnert sich die Deutsche Bundesbank erst jetzt daran, an 150 Milliarden in Amerika lagerndes Gold? Fehlen der Regierung selbigsfarbige Löffel, was sie mit den Finger essen müssen? Fragen über Fragen. An Kriegsbeute glaube ich natürlich nicht mehr. Auch wie bei Adolfs Erzfeinden England und Frankreich. Deutschland hat einen Arsch voll Schulden von über 2,1 Billionen Euronen. Da reicht ja auch schon nicht mehr aus. 2,1 Billionen. Das sind 15 Nullen. Und da wissen wir natürlich auch, was in der Regierung sitzt. Ne? Was aber will denn die Regierung zur Schuldenreduzierung nehmen? Das Geld der Krankenkassen wollen sie. 20 Milliarden. Geld, das aus der Solidargemeinschaft kommt und für die Gesundheit oder Gebrechen des Volkes bestimmt ist, aber bestimmt die Gebrechen der Regierung. Das soll die Solidargemeinschaft, die sich das Geld erwirtschaftet hat, soll jetzt für die Regierung blechen, die Scheiße gebaut hat. Für mich ist das ein weiterer Meileid. Denn in der Eidesformel der Regierung heißt es, alles zu tun zum Wohle des Volkes und Schulden von ihm abzuwenden. Schaden von ihm abzuwenden. Ich habe noch keine Regierung erlebt, die nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Siehe Diätenerhöhung, nicht wahr? Im letzten Jahr haben sie uns von Diätenerhöhung schon gar nicht mehr erzählt, weil sie sich schämen. Ja. Siehe hier, Versprecher, grüne Landschaften, nicht wahr? Ja, Helmut Kohl mit seiner Spendenaffäre oder im Nebengeschäft einiger Regierungsmitarbeiter, nicht wahr? Ich möchte gerne mal auf deren Steuerbescheide gucken. Da können nur noch faule Eier fliegen. Jetzt will ja Deutschland jährlich 50 Tonnen Gold aus New York nach Hause holen. Also heim ins Reich, auf Deutsch gesagt. 50 Tonnen von 1536. Haben wir denn kein Vertrauen mehr in die ach so sauberen Ratingagenturen? Nee, das kannst du nur, ja, zum Wohl. Was hat man denn da noch? Da war da noch was. Der Pressesprecher der CSU mischte sich doch in die freie Berichterstattung des ZDF ein und wollte den Bericht über die bayerische SPD unterbinden. Das Grüßen, ne? Dieses Parteiengezänk ist da kaum noch auszuhalten. Wer hat sich nur einfallen lassen, dass CDU, CSU, FDP und SPD, wie sie alle heißen, ne, Volksparteien sind. Volksparteien. Guckt euch die da oben an, wo wirtschaften sie hin? Wenn sie nur, die kochen da alle nur ihr eigenes Süppchen oder Brühe, ne? Das ist, und das Volk hungert und guckt zu. Welcher Fachschulabsolventenbummler ist eigentlich auf christlich und dann noch demokratisch oder sozial gekommen? Union ist doch an und für sich ein Bund aus Verschiedenem. Warum leben denn die also noch? Und die CSU ist von einem bayerischen Extremisten gegründet worden. Ja, ne?
Franz Josef Strauß, ja, gegründet genau nach dem Krieg. Es war jener Franz Josef Strauß, dem vorausgesagt worden war, dass er seine Ziele durchsetzen wird, egal wie. Also doch jetzt wieder Adolf Hitler. Eiskalter Engel, meistens blau. Und so wurde er von einem Polizisten angezeigt wegen eines Verkehrsvergehens. Strauß wollte natürlich das Recht beugen und verbiegen und hat die ganze Chose verloren. Haha. Und aus der Bundesregierung war er dann halt weg. Nichts mehr Verteidigungsminister. Ja, das kannst du nur noch mit Alkohol genießen, lieber. Ja. Prost. Und dann war noch das Blitzmarathon in Niedersachsen und Holland. Es wurde am Vortag angekündigt in sämtlichen Nachrichten. Flächendeckend und 24 Stunden lang wird geblitzt in Niedersachsen und Holland. Na gut, in Deutschland kann man es ja nachvollziehen. Ja? Rasen gibt es immer wieder, heute oder morgen können wir sie spüren. Ja, Holland kann ich aber auch verstehen, ne? Die wollen ja auch noch ein paar Einnahmen aus Blitzern haben da. Ne? Das ist, mit den ihrem Wohnwagen fährt sich nicht so schnell. Ja, sind die Blitzer halt unnötig dann. Ja. In Deutschland sind ja deshalb planmäßig die Autobahnen auch verstaut. Also ständig zu, entweder runter oder hoch, mal quer, mal schräg. Die sind ständig zu. Die arme Irrenanstalt, wie ich. Prost.